Dies kündigte EU-Ratspräsident Michel am Freitag nach einem Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping an. In den europäisch-chinesischen Beziehungen ist die Gesprächsbereitschaft trotz aller Differenzen entscheidend, schrieb er auf Twitter, ließ aber einen Termin für das Treffen offen. Unklar war zunächst auch, ob der Gipfel virtuell oder mit physischer Präsenz geplant ist. Die Biden-Regierung sagte am Freitag, sie plane die Grenzpolitik der Trump-Ära, bekannt als Remain in Mexico, wieder einzuführen, die mindestens 70.000 Asylsuchende zwang, in Mexiko zu bleiben. Ausländische Impfungen werden ab 2022 in Kasachstan kostenpflichtig. Der Gesundheitsminister Tsoi teilte mit, dass nur noch die Impfungen eigener Herstellung kostenlos sein werden. Der Premierminister Japans Kishida und sein englischer Kollege Johnson haben telefoniert. Johnson teilte mit, dass man darüber nachdenkt, die Importbegrenzung von Nahrungsmitteln nach Fukushima aufzuheben. Die beiden Länder wollen zusammen gegen China an der Vision freier Indopazifik arbeiten. Saudi-Arabien hat beschlossen, die Corona-Beschränkungen für die Gebetsstätten in Mekka und Medina aufzuheben. Der türkische Verteidigungsminister Akar traf in Polen auf seinen Amtskollegen. Der polnische Außenminister gab nach dem Treffen bekannt, dass in Kürze eine Kommission in die Türkei entsandt wird, um Waffensysteme zu erwerben und technologischen Austausch zu betreiben. Eine Rakete hat 3 chinesische Astronauten vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan am Rande der Wüste Gobi aus ins All gebracht. Dort sollen sie 6 Monate bleiben. Es wäre die längste bemannte Weltraummission des Landes.